Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, wir sollen noch gar nicht suchen. Also machen wir das. Und dazu ist immer noch die Ambush-Attack-Musik. Ich meine, Kuja ist erstmal in die Schranke verwiesen worden. Bahamut ist bezwungen von Alexander. Und Alexander ist noch nett abgesaugt worden. Trotz allem, wir müssen zu Garnet. Kommen wir da überhaupt durch? Ja. Die lassen uns und sogar ohne, dass es versperren hinter uns. Geht doch. So, dann gehen wir nochmal dasselbe Weg. Und da sind wir noch alle. Was ist denn das? Oh, Glaubenbestie und Vorrichtungen im Schloss Alexandrias vorzufinden. Lilly und Eiko sind also da, aber? Mit Sicherheit. Wir müssen ihnen zur Hilfe eilen. Was soll denn das werden? Von hier an gehe ich allein weiter. Geht ihr alle andere die Leitretter. Geht ihr andere die Leitretter, so rum. Sie dann, aber ich will Lilly und Eiko auch helfen. Hauptsächlich Lilly. Im Moment kann ich ja nichts anderes als Lilly denken. Nichts anderes als an Lilly. In dem Zustand bin ich blind für alles andere. Das macht mich nicht gerade so verlässliche Gefährte. Wirklich tolle Rede sie dann. Das ist so fast wie in einem schlechten Theaterstück hier. Aber auch ein schlechtes Theaterstückel braucht sein Held. Salva. Genau die Einstellung mag ich an dir, mein Bester. Aber auf einen anderen Menschen aufpassen, das ist keine leichte Sache, sie dann. Ich weiß, Freya. Herrscht WW, da recht überlassen wir sie dann. Hä? Aber ich, Wir verlassen uns auf dich. Mit seinem Buckel. Vivi, bitte verstehst doch. Braucht's einen Grund, um jemanden zu retten? Braucht's einen Grund, um zu leben? Braucht's wirklich einen Grund? Im Moment handle ich nur noch meine Gefühle. Was sie dann? Ich glaube, ich verstehe dich. Bitte hilf Lilly. Naja, und auch Eiko. So, dann hoch mit uns. Okay, sie dann ist allein. Oh, hoppla! Was war denn das gerade für ein Bebe? Ja, wir befinden uns ja gerade auf Alexander. Insofern, der scheint wohl nicht mehr so stabil zu sein. Und die Invincible haut trotzdem runter. Oh, und Alexanders Pracht wird ausgerottet. Aber das Schwert scheint sich trotzdem zu wehren. Wow. Ja, Alexander stürzt ein. Aber Affenjunge for the rescue. So. Lilly, es tut mir leid. Ich war ein Dummkopf. Ich bin's auch immer noch, aber trotzdem. Sie dann? Haben wir was Schlimmes gemacht? Naja. Wir retten später über alles. Erstmal sollten wir uns in Sicherheit bringen. Ja, das ist, glaube ich, das Sinnvollste hier. Das sieht gar nicht gut aus. Ach du Scheiße. Viele Seelen sind zu den Sternen zurückgekehrt.
Aber in unsere Tausende von Jahren während der Reise ist das nur ein unbedeutendes Detail. Der Kreislauf der Seele Gaias wird schon bald nicht mehr ihr eigener sein. Jedoch ist die Zeit noch nicht gekommen. Noch kann der Kreislauf nicht übernommen werden. Du wirst wohl noch einiges für mich erledigen müssen. Du klammerst dich in deiner begrenzten Zeit an Gaia. Dann war das wohl dein Schicksal, Kuta. So wie es meins ist, ihn wieder zu treffen. Ihn, dessen Schicksal es ist, dich zu ersetzen. Mysteriöser Garland. Aber das wird alles noch erläutert. Keine Angst. Nur wirft es derzeit viele Frohe auf. Wie ihr seht, können die Wiederaufbauarbeiter in der Stadt recht zügig voran, Großherzog. Ja, und alle Ingenieure aus dem Industriegebiet, die die Katastrophe überlebt haben, kommen noch und noch auf mich zu und bewerben sich für den Bau der Hildegard 3. Und das Volk von Lindblum ist immer von uns. Weil Anna an euch weil Anna an euch alle, das ist so ein Zungenbrecher, weil alle an euch glauben, Euer Exzellenz, und weil sie stolz drauf sind, Bürger von dem Land zu sein. Solange das Volk etwas hat, auf das es vertrauen kann, wird es keine Katastrophe der Welt so schnell in die Knie zwingen. Vertrauen? Ha? Das klingt noch Bark. Ja, das verrotzte Niese kann ja nur zu dem gehören. Tag, Herzog. Und, wie sieht's aus? Schlimm. Ach, was schlimm ist gar kein Ausdruck. Reich für die Müllhalde, so sieht's aus. So schlimm also. Ja, am besten ich sag gleich mal hoffnungslos. Nummer 3 neu zu bauen wird wohl schneller gehen als zu versuchen, Nummer 2 zu reparieren. Ja, verstehe, aber eigentlich habe ich ja die ganze Sache mit Zidane gemeint. Zidane? Den geht's soweit gut. Ich habe gedacht, er müsste eigentlich demnächst zu sich kommen. Lenk, geh doch mal ins Schloss und guck noch, wie es denn so geht, ja? Ach ja, sollte tatsächlich schon auf der Base sein. Da kann ich schon bitte ausrichten, mich in meinem Gemach zu treffen. So, sieht wohl so aus. Ah, die haben hier die Truhe ersetzt mit Neuem. Interessant. Lilly, Eiko? Wie komme ich denn hierher? Also Alexandria ist anscheinend, egoistenreif. Das wird zu sie dann passen irgendwie. Ja. Irgendwie scheint sie wohl Alexandria völlig vernichtet zu haben. Nachdem Garland ursprünglich nicht Kujas Befehl an die Invincible ausführen wollte, hat er sich wohl entschieden, hier alles einfach der Bach runter zu jagen. Üble Sache. Okay, Chimärenreif ist zwar gut für ihn, aber der Egoistenreif ist sogar noch besser für ihn. Ist was? Nee, gar nicht. Na doch, für den Zauberreflex ist es besser. Aber ich gebe ihm... ich gebe ihm erstmal den Chimärenreif. Der Rest muss er erstmal nochmal lernen. Und so, kleiner Wicht, Mock. Der hat nichts für uns. Oh, dass Lindblum wieder aufgebaut ist. Kupo, die Fossilimilie war man nämlich unheimlich, Kupo. Übrigens, ich hätte auch Bitte an dich, Kupo. Gib es doch mal bitte an Modern. Na jo, gern. Danke, Kupo. Sehr schön, dann speichern wir. Ich speichere auf dem Platz von CD3. Finde ich auch schade, das seht ihr leider nicht, aber die Bilder ändern sich halt auch immer bei der Speicherung, dass man immer sieht, auf was für eine CD man gerade ist. So, lebst du noch, Zidane? Naja, so schlimm scheint sich ja gar nicht erwischt zu haben. Ein bisschen mehr Mitgefühl, wenn ich bitte darf, Blank. Übrigens, wo ist Lilly? Weißt du vielleicht, wo Lilly hier ist? Wahrscheinlich aber auf dem Wachturm. Danke, Mann. Der hat wohl auch nur Frau im Kopf. So sieht's aus. Aber wir haben noch Strandgut. Lass mich rote, wer du arg gespült worden ist. Oder was du arg gespült worden ist. Hey, das Ding ist ja völlig aufgedunsen. Oft schwänzende Wache. Ja, er ist wahrscheinlich schon tot, aber was das wohl war? Was treibt dann ihr da? Hallo, Herr Hauptmann. Da ist so ein komisches Ding an Land getrieben. Was? Lass mal sehen, ja? Dazu diese Froschfangmusik. Ihr wenn's vielleicht klar war, ich bin praktisch um mehr Großwoche. Kommt jede Hilfe zu spät.
Ruf einen Arzt, der soll einen Todesschei ausstellen. Na, endlich parieren die mal aufs Wort. Wurde ja mal Zeit, dass ein bisschen Respekt vor mir. Wo bin ich denn jetzt gekommen? Außerdem habe ich Hunger. Ja, den hätte man sich auch sparen können. Quina ist so ziemlich einer von ja, es ist der unnötigste Charakter. Der nervigste Charakter-Award geht definitiv an Aiko. Aber der unnötigste Charakter ist auf jeden Fall Quina. So, jetzt können wir uns hier wenigstens auch glücklicherweise wohl richtig fortbewegen. Und im zweiten Erdgeschoss geht es dann hier weiter für uns. Auf dem Wachturm soll Lilly sein und geradeaus geht's weiter zum Großherzog. Herr Ingenieur. So. Und wie sieht's dann da aus? Singen wir uns ein Lied oder ist er wieder... Ah ja, da ist er etwas stumm, aber sie ist da. Lilly, bist du wohl auf? Das Mal wäre ich echt beinahe draufgegangen. Aber mittlerweile bin ich wieder fit, also mach mir bloß keine Sorge. Stimmt was nicht? Ah, ich hab's mich verlegen, weil du mich seit längerem nie mehr gesehen hast. Ah, was soll das? Das ist doch nicht nötig. Oder ist er vielleicht sauer auf mich? Also, falls ich etwas falsch gesagt oder getan habe, dann tut's mir ja leid. Dann hat sie den Tod von ihrer Mama wahrscheinlich ja nicht verkraftet. Ich soll sie am besten ein bisschen aufmuntern. Was hältst du davor, ein bisschen in die Schlossmetropole bummeln zu gehen, Lilly? Ich kann mir denken, dass du lieber allein sein willst. Da war ein Bummel. Oder mag sie mich etwa wirklich nicht mehr? Vielleicht lasse ich sie doch erst einmal allein. Also, vielleicht will ich jetzt doch mal lieber allein sein. Tut mir ja leid, dass ich so aufdringlich war. Dann bis zum nächsten Mal. Sie dann, danke, dass du dich so um mich sorgst. Vielen Dank. Blank macht das schon. Oh je. Meine Herren. Jetzt habe ich doch gerade vergessen, Ihnen zu sagen, ins Gemach vom Großherzog zu gehen. Aber der Bu ist ja auch völlig verknallt und Liebe macht bekanntlich ja blind. Meine Herren. So. Lilly ist wohl etwas stumm, aber kann noch sehr kräftig und laut denken. Aber schauen wir mal, was es damit auf sich hat. So, erstmal zum Großherzog hier. So. Ja, da bist du ja endlich. Hey, sieh dann. Hey, Blank, was ist denn los? Ich habe nur was vergessen, deswegen habe ich ja auf dich gewartet. Um was geht's dann? Aha. Hm? Du hast Lilly getroffen, was? Habt ihr euch mal wieder gestritten? Ach, halt doch die Gosch, was wird? Jetzt bleib mal locker. Ich wollte nur sagen, dass dich der Großherzog erwartet. Dummel dich erstmal ins Gemach vom Großherzog zu kommen. Ja, aller hopp. Bis später. Gut, dann hör mal auf dich zu lause, du Affenjunge, und gehen wir geradeaus weiter. So. Da geht's ins Gemach und geradeaus geht's in den Thronsaal. Okay, dann muss ich in den Thronsaal und nicht ins Gemach. So. Dumm. Und... hallo, Sie dann. Entschuldigung, dass ich euch Sorge bereitet habe. Du bestellst wieder auf der Bämann, Bester. Ja, mir geht's schon wieder besser. Sieh dann, Großherzog Sid erwarte ich bereits ungeduldig in seinem Gemach. Ja, ich weiß schon Bescheid. Also bis noch leid. Naja, ich wollte ursprünglich da hoch, aber irgendwie haben sie mich nicht reingelost. Naja, so. Na, komm ich doch nicht durch. Seine Exzellenz erwartet euch bereits. Bitte tretet ein. Okay, muss ich erst mal mit den Handlanger sprechen. Tolles Gemach. Nämlich dann sie wieder bei Bewusstsein. Was gibt's denn so Dringendes?
Wir hätten, was den Vorfall in Alexandria betrifft, einiges rausgefunden. Darüber wollte ich euch alle informieren. Die Anacher haben sich bereits unten im Konferenzraum versammelt. Wir können umgehend mit der Besprechung beginnen. Dann lasst uns sogleich anfangen. Lass uns in den Konferenzraum gehen, sie dann. Okay. Der kann sich einfach da runterfahren, genau. Uff. Das ist natürlich ziemlich praktisch, sowas. Sind alle versammelt? Die Prinzessin scheint wohl nicht anwesend zu sein. Sie war noch vorhin auf dem Wachturm. Heiko geht zur Hole. Heiko, warte mal. Und weg ist er. Na hopp, lassen wir uns trotzdem beginnen. Erst einmal bin ich froh, dass ihr alle wohl auf seid. Gewissensbisse. So, schauen wir mal. Ist es meine Schuld, dass von Alexandria kaum noch etwas übrig ist? Dass die einstmals prachtvolle Stadt, so viel Unschuldige mussten ihr Leben lassen. Habe ich sie alle mit reingezogen? War es vielleicht ein Fehler, Alexander zu beschwören, wie Eiko es mir geraten hat? Nee, Eiko trifft keine Schuld. Ich hätte einfach nicht von zu Hause davon laufen sollen. Nur meinetwegen müssen sie dann, wie wir und die Anacher, das alles durchmachen. Wäre ich doch bloß nicht von der Hemfahrt gerannt, dann hätte ich vielleicht Mama noch retten können. Ich glaube eher, die wäre geopfert worden, weil sie noch viel weniger Kampferfahrung gehabt hätte. Naja. Oder vielleicht ist sie gerade, weil ich weggelaufen bin, so Woche. Ich habe den Thron bestiegen, um die Fehler, die Mama begangen hat, wieder gut zu machen. Aber stattdessen habe ich noch einen viel größeren Fehler gemacht. Was soll ich bloß machen? Tja, der geht's wohl nicht so gut. Aber die Stadt ist völlig zerstört und viele Unschuldige mussten ihr Leben lassen. Das ist wahr. Prinzessin Garnet Schmerz sitzt sicherlich tief. Die Stadt befindet sich im reinsten Ausnahmezustand und viele Bürger steckt die Angst noch in den Knochen. Beatrix und ich haben fürs Volk von Alexandria gekämpft. Gegen die verruchte Monster und es war ein erbitterter Kampf. Wir beide waren drauf gefasst, in ihm unser Leben zu lassen. Und seitdem fehlt nur noch seitdem von Beatrix je die Spur. Auch Lindblum hat sich bei weitem nicht wiederholt. Bis das Volk von Lindblum wieder aus seiner Ohnmacht erwacht, bedurft es einiger Zeit. Bis die Überlebenden Alexandria wieder Hoffnung schöpfen, wird es noch viel zu tun geben. Aber der Kutscher. Erst Pomezia, dann Clara und jetzt auch Alexandria. Welches Ziel verfolgt er dann? Jede Strophe für den Mischkerl zu mild. Aber du hast seine immense Macht gesehen. Jeder hinguckt, wenn er mal was sagt. Was wollt ihr seiner enormen Kraft entgegensetzen? Genau da liegt der Hund begraben. In Alexandria habe ich etwas Unfassbares gesehen. Ja, was dann? Kurz vor der letzten Explosion habe ich gesehen, wie dieser Kutscher auf der Hildegard Enz Alexandria verlassen hat. Und damit nicht genug ist, hätten sich auch noch die Schwarzmagier an Bord befunden. Und nach kein einfacher Schwarzmagier, denn die konnten alle ganz normal sprechen. Nee, das kann doch. Dann etwa die aus dem Dorf der Schwarzmagier? Großherzog, Handy oder Facette Aare nicht womöglich einen Streich gespielt? Ich verbitte mir die Scherze, es herrscht kein Zweifel. Das kann doch nicht sein, ich kann das einfach nicht glauben. Kochend vor Wut. Oh. Ja, du scheint er wirklich gelandet zu sein. Hätt's der alte Kauzgalan dort fast geschafft, mich aus dem Weg zu rahmen. Aus dem Weg räumen. Mich? Aber so einfach wird's ihm nicht machen. Lächerlich. Ich soll sterben? Ding der Unmöglichkeit völlig undenkbar. Und außerdem ist es mir schon längst zu spät. Denn es hat bereits angefangen. Aber geiles Luftschiff. Ja, ein paar Schwarzmagier scheinen nur wirklich zu folgen. Oh je.
Ich werde den Tatterkreis, der vergessen hat, wann es Zeit ist abzudanken, in den Ruhestand schicken. Oh, und die zwei haben sich auch noch im Arg geschlossen. Was ist denn passiert, Frorich? Ihr seht ganz schlimm zugerichtet aus, sag ich. Halten die Gosch! Und wenn ich Alexander nicht bekommen sollte, dann wäre ich ein geeigneter Ersatz für ihn finden. Du da drüber. Ich bin Nummer 234. Ich habe dich jetzt noch deine Nummer gefragt. Wurden alle Vorkehrungen getroffen? Ja. Gut, der Plan entstammt ja auch meinem Genie. Ich werde sie noch brauchen. Nach einer Weile sollten sie noch meiner Pfeife tanzen. Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Seht zu, dass alles nach Plan verläuft. Ja, vielleicht zieht er sich auch ein bisschen was Männlicheres an, aber ich glaube, du können wir uns da drauf verlassen. Du willst mir doch wirklich nicht erzählen, dass die sauer gewordene Herzogin dich in eine Zirpe verwandelt hat. Eine lächerliche Geschichte, weil ich mein Triebe nicht zurückhalten konnte. Aber dennoch, wie konnte die Hildegard eins in Kujas Hand fallen? Das brauche ich mich auch. Sicher hat er in seinem Wahn das Luftschiff und mit ihm auch Hilda entführt. Ihr müsst mir kosten, was es wolle, mein Luftschiff und mein Hilda wiedergeben. Was für eine erbärmliche Geschichte für der Herrscher von einem Reich. Durchaus. Nur leider können wir Kuja trotzdem keine Handlungsfreiheit lassen. Ihr sprecht mir aus dem Herzen. Es muss endgültig etwas gegen ihn und eine Nummer werden. Das ist schon klar, aber wie sollten wir dann ein Luftschiff verfolgen? Wir wissen ja gar nicht, wo er hier ist. Hätte mir doch bloß die Hildegard 2 nicht verloren. Mit beim Aussehen wäre ich den Bau von einem neuen Luftschiff nicht beaufsichtigen können. Kann ich halt noch mal menschliches Aussehen miterlangen, aber wie ist leider nur Hilda. Oh, Bertha, ist euch vielleicht eine andere Methode bekannt? Ich hab's aber vorausgesehen und Professor Toto noch Lindblum gebeten, Euer Exzellenz. Er müsste in Kürze eintreffen. Oh, Professor Toto wird uns mit Sicherheit mit seinem großen Wissen zur Seite stehen. Ja, verzeiht die Verspätung. Professor Toto, vielen Dank, dass ihr euch herbemüht habt. Oh, nett doch. Das ist mir Ehre. Mir kam der Vorfall über die verheerende Katastrophe auch schon zu Ohren. Umso mehr freut's mich, alle bei bester Gesundheit anzutreffen. Ja, bis auf die 1000 Bürger, die gestorben sind. Oh, mir scheint die Prinzessin und Fräulein Eiko sind nicht anwesend. Sie mir noch nicht etwa... Na, Kessager, Eiko ist noch gerade Lillis Suche gegangen. Oh, ja, da besteht kein Anlass zur Besorgnis. Professor Toto, könnt ihr irgendwas... Etwas Schreckliches ist passiert. Ja, Eiko, was ist denn los? Hoho, munter und quicklebendig wie immer. Lilly kann... Ja, was? Jetzt sag doch schon mal, was mit ihr ist. Lilly kann ihm nicht sprechen. In Tragödie! Schnell, Lilly ist im Gästezimmer. Hey, Eiko! Rotz! Ja, ich will wohl noch schauen, was los ist. Warten hier. Lasst uns gehen, Professor. Ich wäre euch Begleiter. Scheint mir sinnvoller, wenn wir die Besprechung einstweilen unterbrechen. Wie ihr wünscht. Wir werden die Besprechung unterbrechen und zu gegebener Zeit wieder fortsetzen. Und sie dann halten mich über das Wohlergehen der Prinzessin auf dem Laufenden. Weil ich die Geräusche einfach so gern mache. So, dann können wir hier nochmal runtergehen. Ich würde eigentlich ganz gern, da das meine letzte Episode für heute sein soll, beim Speicherpunkt cutten. Dummerweise ist es aber direkt bei dem Gästezimmer, von daher müssen wir das wahrscheinlich noch ein bisschen mitmachen, bevor wir speichern können. Wobei das eigentlich ideal wäre jetzt, wenn wir hier wieder steuern können, um einen Cut zu setzen. Aber wie gesagt, es soll die letzte Episode von meiner heutigen Tagessitzung werden, deswegen muss ich das bis zum Speicherpunkt machen. Geht so schnell, bitte. Ich bin auch nicht mehr die Jüngst. Sie ist gleich hier oben. Lilly? Prinzessin Garnet?
Prinzessin, was habt ihr nur? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Professor, kann man dann gar nichts machen? Wahrhaftige Tragödie. Die Prinzessin hat tatsächlich ihr Spruch verloren. So viel Leid musst du auf einmal ertragen. Es wird zur Zeit brauchen, bis ihr Wunde verheilt sind. Oh, welch Unglück, es zerreißt mir mein Herz. Oh nee. Will Lilly nie mehr ihr Spruch wieder finden? Ja, es ist nur ein temporärer Zustand, aber wenn sie ihr Spruch wieder erlangt, vermag ich nicht zu sagen. Wenn ihr Wunde verheilt sind, wird sie wieder sprechen können. Ja, es ist immer diese Jammerlappe, die dann immer so einen Quatsch als Krankheit haben. Aber das kann nur die Prinzessin allein bewältigen. Was heißt das im Klartext? Es hieß, die Zeit heilt zwar alle Wunde, aber die Prinzessin muss der Wille besitzen, zu sprechen, du Dummkopf. Momentan können wir ihr nur unseren Trost spenden. Verstehe. Bei Schwäche, bei Ungenügen, die Kraft stürzt die Prinzessin in das Unglück. Ach Gott, shit. Auf dem Boden zusammengebrochen. Eiko, könntest du dich so lange um Lilly kümmern? Ja klar, und was machst du? Ich will mir endlich den Kutscher vorknöpfen und ihm zeigen, wo es lang geht. Aber Professor, dafür brauche ich schnellstens einen menschlichen Herzog. Also, was geht's zu tun? Nun, wir sollten nichts überstürzen. Wir sollten zum Großherzog gehen. Alter, komm schon. Ach weh, die arme Prinzessin. Eiko, ich glaube, du brauchst noch jemand dafür Sorg. Mist, speichern können wir jetzt auch nicht. Na gut. Dann hänge ich halt noch eine Episode dran. So what? Dann würde ich doch mal glatt sagen, ich mache hier meinen Cut, ihr liebe Leute, und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 aufpelzig. Also machen's gut und bis morgen wieder. Euer Yankee.